Das, was wir gesehen haben, ist eine traurige Realität. Es gibt Familien, Kinder, die nichts zum Essen haben, keine Kleidung haben, keine medizinische Versorgung haben und Kinder, die nicht in die Schule gehen können und somit keine Hoffnung auf die Zukunft haben. Und das in Armenien, dem Land, wo ich herkomme. Weil ich die Situation kenne und weiß, dass es solche Menschen, Familien, sehr viele gibt, habe ich mich vor ca. 4 Jahren einer Organisation angeschlossen, die heißt Yerasanki Jana Barov. Übersetzt heißt Weg der Träume oder Traumweg, habe mich bemüht, richtig zu übersetzen, die sich hauptsächlich damit beschäftigt, Leute also die obdachlosen Familien zu holen, sie mit Essen, Kleidung und medizinischer Versorgung zu helfen und neben dem allen auch mit dem Evangelium und gute Botschaft zu dienen. Weil es eben, wie gesagt, sehr viele Familien sind und die Organisation nicht viel Geld hat, richtig gute Häuser zu bauen. Es wird versucht, Container zu kaufen, die neue kostet 7.600, gebraucht kann man ab 2.000 kaufen. Das heißt, die Familien, die davor nächste Folie bitte, in so einem Zustand ist und haben versucht, sich selber ein Dach zu basteln, dass sie nicht unterm Regen und dass sie nicht draußen unterm freien Himmel sind, sondern einfach irgendwas haben über ihren Kopf. Sie werden in solche Container hineingebracht. Das ist jetzt Container innen und das ist für die Familie ein Luxus. Vielleicht für uns in Europa nicht so, aber für diese Menschen wirklich ein Luxus, wo sie sehr, sehr dankbar sind dafür. Das heißt zusammengefasst, es werden Container gekauft und je nach Dorf und Bürgermeister wird gehandelt, dass sie Grundstück bekommen, dass sie Container draufstellen. Und diese Container dann brauchen Wasseranschlüsse, Strom und so weiter. Und alles zusammen, also jetzt ohne Grundstück, weil Grundstück bekommt man meistens geschenkt vom Bürgermeister. Das Ganze kostet 2.500 Euro. Das heißt, mit 2.500 Euro
können wir einer Familie Dach über den Kopf schenken. Und das ist dann ein Schritt für sie in ihrem Leben, wo sie wirklich sehr, sehr, sehr dankbar sind und ja, was wirklich auch effektiv ist. Ja, so viel zur Situation. Weil der Mame dort einfach schon lange mit denen zusammenarbeitet, die Leute kennt, haben wir uns entschieden, wir möchten ein Projekt starten und wir vertrauen Gott, dass wir 2 Familien ein Dach über dem Kopf finanzieren können. Das heißt 5.000 €, dass die reinkommen und dass wir einfach da spenden auch und wir machen sicher, dass das in die richtigen Hände kommt. Also die sind vertrauenswürdig auch, dort der Mame Kontakte dorthin und kann auch notfalls selber schauen, wenn er in Armenien ist, wie das auch verwendet wird. Das ist einmal so unser Glaubensziel, 5.000 €. Je mehr reinkommt, umso mehr kann natürlich auch geschehen. Und ich glaube, 1.000 € kann man dann so eine Wasserleitung wieder legen, damit dort mehrere Container dann Wasser haben oder Strom haben und ähnliche Dinge. Und alles, was darüber hinausgeht, kommt auch in dieses Projekt hinein. Ich erinnere mich daran, wo wir die neuen Boxen vor vielen Jahren anschaffen wollten. Um 10.000 € haben wir gesagt, wir spenden, wir sammeln und haben begonnen zu sammeln. Und dann hat Gott gesagt, spendet es an Bedürftige. Damals war Flüchtlingskrise und so weiter. Und wir haben das dann gemacht und es sind 17.000 € reingekommen in unserer kleinen Gemeinde. Und es war so ein Segen, da Menschen zu dienen, Menschen zu helfen. Wer weiß, was Gott jetzt tut. Du hast dein Urlaubsgeld bekommen, jeder von uns hat Finanzen. Und wenn du, keine Ahnung, irgendwas ein bisschen reduzierst und das Geld da hineinspendest, dann tust du da wirklich Gutes damit. So möchte ich, dass du nach Hause gehst, das vom Herrn bewegst, nicht nur einfach so vorbeiziehen lässt. Wirklich darüber betest, was Gott dir aufs Herz legt und dann bitte ich dich einfach großzügig zu geben. Und ich möchte dich noch zu etwas herausfordern. Mach diese Dinge fest. Manchmal sagen sie, ja, es wäre eine super Sache und nach 2 Wochen denkt man, da war doch noch irgendwas. Ah ja, genau, das wollte ich auch noch und nach 4 Wochen denkt man sich dann, habe ich ganz vergessen. Mach es wirklich fest. Und wie machst du es fest? Mach es vor Gott fest. Und ich möchte dich echt herausfordern, wenn du dich teilmachst von diesem Projekt, dann schick mir oder der Gemeinde ein SMS, ein E-Mail, wo du sagst, ich bin dabei. Du musst nicht sagen, was, wie viel oder ähnliches, sondern einfach zu sagen, ich bin dabei. Das ist so ein Glaubensschritt. Einfach vor Gott und vor anderen zu sagen, ich mache da mit. Alles andere ist dann deine Sache, wie du das machst, wie hoch und so weiter. Aber ich glaube, es ist wirklich wieder Zeit, dass wir da auch ein Segen sind. Und ich weiß, wir sind eine großzügige Gemeinde, jeder einzelne von uns. Und bin gespannt, was Gott tut. Und er nimmt unsere 2 Fische und 5 Brote und er macht vieles daraus. Gut. Amen.